Darum eigentlich, wenn man das jetzt so sieht, ist das Hören von diesem Podcast und die Psychoedukation, die wir jetzt da machen, steigert das auch gerade die Willenskraft. Also weißt du, wenn ich jetzt nicht wirklich muss ein Mammut erlegen, wo ich weiss, es gibt noch eine Belohnung, sind wir eigentlich nicht dafür gemacht, um Sachen auszuhalten und mit reiner Willenskraft durchstieren. Sind wir nicht dafür gemacht. Nein. Wir sind eigentlich, unser Hirn ist darauf ausgelegt, kurzfristige Belohnungen zu sehen, weil die evolutionär, wenn ich aufmerksam bin und sehe, eigentlich kann ich jetzt das Mammut jagen, aber da habe ich jetzt einfach Bananenbaum gesehen. Cheeseburger. Finde ich übrigens sehr funny Phänomen, dass Leute sagen, es hat alles so müssen passieren, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich da bin. Ja. Mit der Aussage, es könnte nicht besser sein. Also das ist quasi die unterschwellige Aussage von, nein, es hat alles müssen, alle schlechten Situationen müssen passieren, dass ich heute da bin und ich will für nichts das aufgeben, wo ich heute bin. Ego. Aber sie wissen ja nicht, es könnte ja auch noch eine bessere Variante geben. Das wissen sie ja nicht. Das stimmt. Und viele würden Aber sie geben dem Sinn. Ja, und viele würden im Nachhinein die negativen Situationen so Herz im Moment manchmal Sinn. Nicht wieder weggehen. Ja. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Ich freue mich riesig. Ich habe gerade einen riesen Glückshormonschub bei mir rein, als ich das Intro gesagt habe. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich freue mich riesig. Ich freue mich auch. Wie geht's dir, Tim? Hey, mir geht's gut. Schön. Wir haben jetzt das Titel nicht mehr aufgenommen. Ja, wir haben es viel gesehen. Wir haben das sehr viel gesehen. Ja. Wir haben einen Junggesellenabschied gehabt. Yes. Sehr geil gewesen. In Dublin. Wo haben wir es sonst noch so gesehen? Ja, sonst Einfach einfach. sonst, ja. Ja. Fair. Ja. Aber ich freue mich wieder aufzunehmen. Und vor allem ist es ein lässiges Thema. Mega. Wenn wir es einfach direkt schnell sagen. Sonst sind wir wieder da, verlieren wir uns. Also mir geht es auch gut, danke vielmals. Ich würde sonst ganz gerne das Thema einleiten. Und zwar geht es um Ivo, das wie Thema... geht's dir? Danke, dass du fragst. Ich würde nämlich gerne als Ivo in 2 Wochen antworten, weil der Ivo in 2 Wochen, wenn die Folge rauskommt, hockt der Ivo am Strand oder ist am Nein, wahrscheinlich ist er am Wandern in Madeira in der Sonne und genießt seine Ferien. Krass. Der Ivo hat jetzt Das ist geantwortet und dementsprechend ist der jetzige Ivo Noch ein bisschen angespannt. noch leicht angespannt, Okay. bis alles gut über die Bühne geht die nächsten 2 Wochen. Aber wenn ihr das jetzt hört, geht es am Ivo ziemlich sicher sehr gut. Brutal. Yes. Danke fürs Fragen. Hey, gern. Immer noch. Denk doch an dich. Genau. Und das heutige Thema, ich habe mich mega gefreut auf das, weil ich finde, es ist eine recht gute Story, die man dazu kann erzählen kann und wie sich das auch so entwickelt hat in der Wissenschaft von der Psychologie und auch was da so für Characters unterwegs sind und wie die Fehlaussagen auch entstanden sind. Und zwar reden wir heute über das Thema Willenskraft oder wir haben eigentlich gesagt, wir reden über das Thema Aushalten. Also Sachen können aushalten. Und das geht halt einher mit dem Thema Willenskraft. Ich habe den englischen Begriff nicht ganz gecheckt, weil im Englischen heisst es Ego Depletion. Ja. Und ich verstehe nicht ganz, wo das Ego mit reinkommt. Da geht es mehr um das Ich-Erschöpfung. Oh. Also es geht um eine Erschöpfung und ja, danke für die Überleitung. Das ist eigentlich so eines von der ersten Theorien gewesen, dass vom Roy Baumeister heisst er. Der Mann. wo eigentlich gesagt haben, hey, der Mensch hat eine Quelle, also so eine Kraftquelle in sich, zum Willenskraft können an den Tag legen. Aber die Kraftquelle ist begrenzt. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel laut dieser Theorie einen Tag habe, wo ich vielleicht am Morgen früh in die DH muss, also die Dentalhygiene, die ich überhaupt nicht gerne mache, dann brauche ich schon mal Willenskraft, um dort hinzugehen. Das heisst, mein Willenskraftkonto sinkt schon mal ein bisschen. Dann muss ich vielleicht noch, ich habe gerade aufgehört mit Nikotin, also muss ich noch dort gegen das ankämpfen. Dann will ich gesund essen, brauche ich wieder Willenskraft, dass ich gesund esse und keine Jockeyregel hinterher pfeife. Dann tue ich mich am Abend ich noch mich sportlich betätigen, wo ich mich auch muss überwinden muss, brauche ich auch wieder Willenskraft. Und das heisst, überall, wo ich so Sachen machen muss, wo ich mich muss überwinden muss, brauche ich Willenskraft. Und laut dem Modell oder dieser Theorie sinkt jedes Mal die Energie. Und wenn die leer ist,
gibt es wie so negative Konsequenzen, wo sie sagen, hey, dann sind wir impulsiver, wir haben vielleicht eher so Käufe, so Impulskäufe, wie wir zwei nachher. Ja, möglich. Möglich, so auch die kognitive Leistungsfähigkeit, also Konzentration und all das sinkt. Auch Emotionen kontrollieren. Emotionskontrolle. Und das ist eigentlich so die erste Theorie gewesen, die gekommen ist, wo es so ums Thema Willenskraft gegangen ist. Also die Willenskraft als eine Quelle, die wir uns drin haben, aber eine begrenzte Quelle. Und es ist so wie mit einem Muskel verglichen worden. Von je mehr dass du den Muskel brauchst, desto erschöpfter wird er und desto weniger Kraft hat er nachher. So, du kannst immer noch etwas auflupfen, aber so halt nicht mehr das Gewicht, das du am Anfang hast können. Ja. Und der tut sich dann aber auch resetten. Ich glaube so, eben, man geht in einen neuen Tag, man hat dann wieder ein bisschen Kraft. Oder der Muskel hat sich erholt. Und was ich eben krass finde, es ist, wann ist das? Ich glaube so um 2000 rum, 1998, glaube so um das rum. Und die Theorie hat so einen Impact gehabt, dass eigentlich alles mit dem erklärt Man hat wurde. nachher alles damit erklärt. Man hat gesagt, Richter oder Richterinnen machen schlechtere Entscheidungen am Schluss des Tages als am Anfang des Tages. Ja, weil sie müde sind. Genau, weil sie die ganze Zeit haben müssen einen Entscheid fällen, weil es anstrengend war in dem Saal etc. Sie haben gesagt, Ärztinnen und Ärzte geben schlechtere Medikamente, respektive also schlechtere Auswahl an Medikamenten, die schlechteren Antibiotika auf diesen spezifischen Fall am Ende des Tages, weil sie den ganzen Tag schon überarbeitet sind, müssen Entscheidungen fällen etc. Sie haben gesagt, so Krisenverhandler haben sie gesagt, haben weniger Empathie am Schluss von einer Verhandlung für die Person, die sie halt verhandelt, als am Anfang, was ich auch komisch finde, weil du kennst die Person besser. So, man tut sich überessen, wenn man einen anstrengenden Tag hat. Das Kaufverhalten, eben so mit emotionaler Belastung und so. Also sie haben es einfach auf alles ausgeweitet. Ja. Was crazy ist, weil man nachher auch werden sagen, so, es ist halt wie nicht wahr. Also es ist wie so, also etwas so Komplexes, warum ich eben mehr impulsive Entscheidungen treffe, risikobereiter bin, oder? Also all diese Themen ist mit einer Sache erklärt worden, nämlich Erschöpfung vom Willenskraftmuskel. Und sie haben das ja getestet. Also der Baumeister, der hat gefunden, ja, wir schaffen das. Und dann hat er gefunden, wir machen einen Test. Es hat 2 Gruppen gegeben. Die eine Gruppe hat am Anfang müssen etwas machen, wo eine schwere Aufgabe ist. Und die andere Gruppe eine einfache Aufgabe. Und nachher hat es einen Test gegeben. Und man hat quasi geschaut, wie gut sind sie nachher in diesem Test. Ja, und also das ist vielleicht noch wichtig, in diesen ersten Vorbereitungen haben sie etwas müssen machen, wo sie Impulse haben müssen unterdrücken. Yes. Also es hat wie verschiedene Arten von schwierigen Aufgaben gegeben. Ja. Es hat zum Beispiel, dort wo es am meisten gewirkt hat, ist, sie haben ein emotionales Video geschaut, wo sie nicht haben dürfen darauf reagieren. Emotional. Emotional, voll. Ja. Wo ich mich dann frage, so, ich würde die Videos gerne mal sehen. Ich frage mich so, wie krass die Videos müssen sein. Dass du bist, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht brüllen. Es gibt schon krasse Videos. Ja, es gibt schon krasse Videos. Stroop-Effekt, Ja. der Stroop-Test, wo du einen Satz, respektive eine Linie an Wörtern liest und die Wörter sind Farben. Also du liest blau, grün, gelb, rot, violett. Aber die Wörter selber sind in einer Farbe, Ja. wo nicht die Farbe ist, wo dort steht. Das heisst, du hast das Wort blau, wo aber grün eingefärbt ist. Und ich glaube, du musst immer dann das Wort lesen, anstatt die Farbe. Oder umgekehrt. Ja, aber es ist so Aber es ist anstrengend. anstrengend und Ja. wirklich schwierig. Und das sind so Beispiele für die schwierigen Aufgaben, die die Gruppe A hat müssen machen, bevor sie dann den eigentlichen Test gemacht haben. Ja. Und der Baumeister hat dort offenbar, und ich sage offenbar, weil man kann es kritisch hinterfragen, hat er herausgefunden, hey, die mit schwierigen Aufgaben, die sind nachher schlechter in diesem Test. Hence, die Überlegung, wenn deine Willenskraft oder deine, wieso schaust du irritiert? Hands. Ah, sorry, bedeutet, Ah, ist es Englisch. du hast Englisch echt begriffen. Das Ja. heisst Hands auf Deutsch. Nein, sorry. Ja. Bedeutet, dass die Ego-Depletion oder die Willenskraft verloren gegangen ist, weil man vorher schon so viel Energie aufgewendet hat, dass man nachher dann schlechter ist in dem Test. Genau, und es sind ja unterschiedliche Experimente denkbar. Und das finde ich ja Ja. spannend, dass aufgrund von diesen Experimenten eigentlich Rückschlüsse Gemacht worden sind. für alles. Wirklich so, für alles. Und dann, darum finde ich es eben so spannend, weil es gibt wie so ein bisschen eine Geschichte. Ja. Und dann kommt die Replikationskrise. Etwas, wo die Wissenschaft in der Psychologie einmal erschüttert hat, die Replikationskrise.
so 2000, 2010 rum, wo man ganz viel Experimente hat replizieren, also nachmachen. 1:1. Also man hat die Studie angeschaut, wo ja alles beschrieben ist. Für die schon mal eine Studie gelesen haben, die wissen, dort steht nachher in dem Methodenteil genau, was gemacht worden ist. Und sie haben dort das 1:1 nachgemacht. Ja. Und haben bei easy viel nicht gemerkt, es geht halt nicht. So, sie finden nicht die Effekte, Ja. beziehungsweise sie finden keinen Effekt. Also das Experiment zum Beispiel jetzt da, wo sie einen Vortest gemacht haben, um die Leute ermüden, dass sie nachher weniger leistungsfähig sind, den Effekt haben sie nicht mehr gefunden. Und das ist in der Replikationskrise so gefühlt, glaube ich, mit 95% von den Studien, die früher gemacht worden sind, in den 60er, 70er, 80er, 90er, eigentlich nicht mehr gefunden worden. Was ich noch spannend gefunden habe, der Baumeister ist aber ein bisschen ein Schlitzohr, Ja. weil sie haben eine Meta-Analyse gemacht. Eine Meta-Analyse ist quasi, ich nehme alle Studien, die gemacht worden sind zu diesem Thema und die alle zusammenfassen und dann schauen, hey, kommen die Studien auf einen gemeinsamen Nenner und sagen die das Gleiche. Und so Meta-Analysen sind sehr wertvoll, aber Meta-Analysen haben sie herausgefunden, ja, das stimmt, das ist korrekt, das funktioniert, weil, und das hat der Baumeister dann auch zugegeben, er hat einfach nur die Studien veröffentlicht, die halt einen Effekt gezeigt haben. All die Studien, die gezeigt haben oder bewiesen haben, dass der Effekt nicht besteht, die hat er einfach nicht veröffentlicht. Darum, die Meta-Analyse hat gesagt, ja doch, der Effekt gibt es. Und man nennt das auch den Publikationsbias. Also, dass man wieder dort nur halt die Studien publiziert, die einen Effekt geben. Ja, das ist, du kannst dir so vorstellen, das ist eigentlich wie auf LinkedIn. Ich wollte gerade sagen. Auf LinkedIn wird eigentlich nur das publiziert, wo positiv ist, ein Erfolg ist, wo irgendetwas Spannendes aussagt. Weil das Aufmerksamkeit gibt. All die Misserfolge, all das, wo ich gescheitert bin und so, das wird Jetzt sind wir wieder am nicht. Haten auf LinkedIn. Alter. Nein, ich sage nur, wie meine fair. Wahrnehmung. Ja, fair. Ja. Meine das ist ein Wahrnehmung. geiles Beispiel. Auch. Ich habe vor allem, ja. Das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Und das, was halt nicht so gut läuft, das wird nicht geteilt. Das heisst, ich kann jetzt, wenn du das würdest machen, Tim, hätte ein mega verzerrtes Bild, weil ich ja nur gesehen, wie gut es dir geht und was du alles machst. Und Also, und fairerweise mache ich das ja auch. Also, ich tue ja nicht auf LinkedIn Sachen posten, wie beschissen das mir manchmal geht. darf ich schnell etwas sagen? Weißt du, das stört mich? Oder stört mich? Weißt du, das finde ich ein bisschen schade, eigentlich an LinkedIn, wenn etwas gepostet wird. Es gibt ja schon Leute, die sagen, hey, an dem und dem bin ich gescheitert. Ja, aber es ist dann trotzdem ein Aufgeilen. Genau. Das Es habe ist- ich gelernt. Die 10 Sachen habe ich gelernt. Es ist, man tut erst teilen, dass ich gescheitert bin, wenn man kann sagen, hey, aber ich Ich habe habe jetzt trotzdem etwas noch gelernt. ein Multimillionen-Business aufgebaut. Also ich bin gescheitert an dem und dem. Ja. Jetzt bin ich aber trotzdem da. Nein, aber weißt du, wer es macht tut- das nicht? Nein. Sina Hegel. Sie mit Psychologie und dann. Ja. Sie hat auch schon einen Post gemacht, wo sie gesagt hat, sie hat einen Vortrag gehabt, es war schlecht gewesen, Stimmt. aber sie Ja. will jetzt besser werden Ja, und in Zukunft macht sie das und das und das. stimmt. Ja. Und dort hat sie- Shoutout ja. an sie. True. Massiv. Das ist sehr, sehr authentisch. Sie steht wirklich sehr authentisch durch. Ja. Gut. Aber ja, so jetzt sind wir abgedriftet. Glukosetheorie. Ja. Okay. Also, schnell zum wieder einsteigen. Replikationskrise. Sie haben dann gefunden, okay, wir müssen jetzt das aber doch irgendwie können erklären. Also der Baumeister wieder. Jawohl. Und der Baumeister hat dann gesagt, ja, also grundsätzlich, die Behauptung war, Willenskraft verbraucht Glucose. Das heisst, unser Hirn, wenn unser Hirn muss arbeiten, dann verbraucht das Glucose. Und wir haben halt nur eine gewisse Menge an Glucose in unserem Körper. Und wenn die aufgebraucht ist, dann ist quasi, haben wir keine Willenskraft mehr. Jetzt hat man das aber können widerlegen und hat halt können sagen, der Glukoseverbrauch ist praktisch immer gleich vom Hirn, ob du ultra konzentriert bist oder ob du einfach kann ich auf Netflix irgendwie chillst. Ja. Und der ist per se relativ tief im Vergleich zur körperlichen Anstrengung. Yes. Darum, das ist wie widerlegt worden. Darum frage ich mich eben auch, so, man sagt doch amigs, oder früher als Kind hat man mir gesagt, nimm einen Traubenzucker von einer Prüfung. Und ich frage mich, ob das vom Baumeister kommt. Und es ist halt einfach Bullshit. Ja, wahrscheinlich schon. Gut, aber Aber kennst du das? Oder bin das einfach ich gewesen? nein, also ich bin einmal mit diesen hohen Traubenzuckerprüfungen Ja, gegangen, ja. Aber ich weiss auch nicht wieso. Es tut halt, also ich meine, Zucker tut ja schon schnell einen Peak geben, Ja. also eine Aktivierung, aber es ist ja- also Traubenzucker. Aber ich bin jetzt bei einer Prüfung bin ich nicht am Einschlafen, sondern ich bin ja meistens schon nervös und irgendwie tendenziell aufgeregt. eher in dem Sinne. Ja, wahrscheinlich kommt es schon von dort, ja. Meinst du, das kommt vom Baumeister? Ja, Könnt ihr mal in die schon. Kommentare schreiben, ob ihr auch, oder ob das nur der Ivo und ich sind mit dem Traubenzucker oder Nein, Prüfungen? das haben doch meine Mitschüler auch gemacht. 100%ig. Das ist funny. Irgendjemand drin so ein Dextro dabei gehabt. Ja, ja. Wahrscheinlich ist der Oder Baumeister oder die Dextro Runde. eingestiegen. Oh, Marketing, Bro. Oder die Runde von der Apotheke. Ja, ja. Die beste. Die sind geil gewesen. Ja.
Genau, und was ich eben dort spannend finde, ist, und das finde ich einfach wieder faszinierend am Mensch, das sind ja dann auch wieder das versucht zu überprüfen, oder? Also stimmt das wirklich mit der Glucose oder nicht? Dann haben sie 2 Gruppen gemacht und eine Gruppe hat so Süßgetränk getrunken und die andere Gruppe nicht, zum quasi den Glukosespiegel wieder auffüllen. Ja. Und dort haben sie dann herausgefunden, dass die Leute, die daran geglaubt haben, dass Willenskraft eine begrenzte Ressource ist, also wie ein Muskel irgendwann müde wird, dort ist das auch so gewesen. Bei den Leuten, die gefunden haben, hey, nein, eigentlich ist das einfach eine Fähigkeit und ich kann es oder kann es nicht und das nimmt mir keine Energie, sondern das ist eine unbegrenzte Ressource, ist es auch so gewesen. Und wir haben das im Studium, ich weiss Ja, noch. der Wasserfall. Der Wasserfall und das Glas. Ja. Und unsere Dozentin hat dort wie ein Bild gebracht von einem Wasserfall und einem Glas und hat wie so aufgezeigt, so, wenn du das Gefühl hast, dass deine Willenskraft begrenzt ist, also das Glas, das sich über den Tag leert, dann ist es so. Und wenn du das Gefühl hast, ja nein, ich habe unbegrenzt Willenskraft, es ist quasi die Anstrengung aktiviert den Wille, dann ist es auch so. Und ich weiss das noch, das hat sie dort das Bild gezeigt. Ja. Ich bin so, oh krass. Darum eigentlich, wenn man das jetzt so sieht, ist das Hören von diesem Podcast und die Psychoedukation, die wir jetzt da machen, Ja. steigert das auch gerade die Willenskraft. Hey, jein. Weil du dann weißt, ich kann einfach mein Mindset ändern und habe dann mehr Willen. Ja. Das Wenn die wär- Studie bestimmen. Eine gute Lösung. Und ich weiß nicht, ob die Studie stimmt. Jetzt zu dem Moment, vielleicht können wir es nachher auflösen. Von der Veronika Job. Ja. Ja. Aber was mich dort im Studium mega abgeholt hat, ist eben genau die Aussage. Ich weiss, ich habe mich. Es ist ultra befähigend. Ja, die Folie hat sich so bei mir eingebrannt. Ich bin so gewesen, okay, also ich kann mir jetzt einfach, weil ich bin dort schon im Mindset gewesen, hey, Musst wenn einfach ich etwas will, Ja. dann mache ich es einfach. Ja. Weißt du, dann halte ich auch die negativen Emotionen einfach aus. Das ist zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen mehr mein Mindset gewesen. Das habe ich jetzt ein bisschen abgeleitet. Und dann habe ich so die Folie gesehen, bin so gewesen, bam, Mann, Ich wurde bestätigt worden. ich bin ein Wasserfall. Oh mein Das war so mein Gedanke gewesen. Weißt du, ich bin so gewesen, ja, let's go. Ist ein bisschen toxisch. Wieso? What the fuck? Was ist da toxisch, wenn man an sich so, glaubt? Nein, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Aber eben, du hast jetzt auch gesagt, du hast deine Mentalität ein bisschen angepasst. Ich sage, die Mentalität von, du musst nur wählen und dann kannst du alles schaffen, das ist ein bisschen toxisch. Weil manchmal geht es halt einfach nicht. Ja, und darum finde ich eben, das ist so eine wichtige Podcast-Folge, weil es geht nicht nur um das, es geht nicht nur just do it, sondern ja, die Studie, auch die, hat nicht können repliziert werden. Es spielt keine Rolle, ob du daran glaubst, dass du ein Glas bist oder ein Wasserfall, ob deine Ressourcen, also deine Willenskraft begrenzt ist oder unendlich, es hat keinen Einfluss. Auch diese Studie hat nicht können repliziert werden. Ich habe noch eine weitere Studie, ja. Und dann, ich glaube, nachher gehen wir dann ins Besprechen von, hey, was hat das für Implikationen? Ja. Vielleicht noch eine letzte, die ich noch interessant gefunden habe. Und zwar, es gibt 2 Modelle, ein Prozessmodell oder ein 2-Gang-Modell. Und sie sagen etwas Ähnliches aus. Ich will jetzt da nicht in die Details gehen, aber blöd gesagt, das 2-Gang-Modell zum Beispiel sagt, es gibt 2 Gänge. Der erste Gang ist so der Ausdauermodus, wo du schaffst an etwas, du bleibst dran, du bist irgendwie fokussiert, du musst quasi Willenskraft aufbringen. Und der zweite Gang ist so ein bisschen der Flexibilitätsmodus, von hey, sobald sich Opportunitäten ergeben, dann nehme ich die. Und das macht eigentlich evolutionär gesehen sehr Sinn, weil du verfolgst ein Ziel, das Anstrengung braucht und du hast nicht einfach immer, nehmen wir jetzt zum Beispiel Essen, oder? Du bist am Wandern, weil du musst jetzt irgendwie dort hinten gehen, Mammuts jagen und du bist etwas ultra Anstrengendes am machen. Das ist der erste Gang, oder? Willenskraft. Es ist anstrengend, du musst dich überzeugen, dass du jetzt da weiterlaufst. Und wir kennen es alle, wenn wir irgendwie mal sind wandern. Wir haben all die Momente, wo dann irgendwann so ist, oh, schieß mich jetzt ein bisschen an. Und dann musst du dich ein bisschen überwinden und dann gehst du. Und das ist der erste Gang. Und der zweite Gang ist, sobald sich Opportunitäten ergeben, beim Wandern zum Beispiel, gibt es nachher dann Snacks und dann gönne ich mir. Oder? Weil der Körper probiert sich zu belohnen und ist so, hey, jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Kalorien zu mir zu nehmen, also mache ich es auch. Oder? Oder anders, wir sind irgendwie so, wir gehen das Handy, jetzt nicht beim Wandern, aber sonst, und wir sind so, oh, jetzt kann ich mich belohnen, weil so, ich muss jetzt schon ein bisschen runterfahren. Oder? Das heisst, der zweite Gang ist wie so ein bisschen Opportunitäten, Möglichkeiten umsehen, die nutzen, gerade einfach kurze Befriedigung von Bedürfnissen, gut ist. Und das macht evolutionär gesehen eigentlich echt Sinn. Mega. Also, das ist ja unser Überleben wird so gesichert, dass wir
den Fokus auf Sachen legen, die eine Belohnung geben und nicht, die anstrengend sind. Also per se. Und das finde ich eben für mich, jetzt in der Vorbereitung ist das nochmal viel bewusster geworden, so dass, hey, eigentlich sind wir Menschen nicht dafür gemacht, um Sachen einfach aushalten. Wenn es nicht wirklich einen Grund dafür gibt. Ja, wenn es keinen Grund dafür gibt, fix nicht. Also weißt du, wenn ich jetzt nicht wirklich muss ein Mammut erlegen, Ja. wo ich weiss, es gibt noch eine Belohnung, Ja. sind wir eigentlich nicht dafür gemacht, um Sachen aushalten und mit reiner Willenskraft durchstieren. Sind Nein. wir nicht dafür gemacht. Nein. Wir sind eigentlich, unser Hirn ist darauf ausgelegt, kurzfristige Belohnungen zu sehen, weil die evolutionär, wenn ich aufmerksam bin und sehe, eigentlich kann ich jetzt das Mammut jagen, aber da habe ich jetzt einfach Bananenbaum gesehen. Cheeseburger. Nein, Bananenbaum gesehen, ist das Beispiel, keine Ahnung, Ja. ob es Bananen gibt früher, oder irgendwelche Früchte, dann nehme ich halt die, weil die geben mir ja auch Ja. Belohnung. Ja, Also ja. warum sollte ich es anstrengender machen, wenn ich es einfacher mache? Und das ist für mich mega, Und so halt früher hat das ultra Sinn gemacht. Heutzutage ist halt manchmal ein bisschen hinderlich. ja, weil Weil wir du halt uns, alles möglich hast. ja, und zum Teil halt auch wirklich müssen 8 Stunden am Tag Ja. in einen Job investieren Ja. mit Willenskraft. Und um jetzt da den Kreis zu schliessen, wir haben das Zweigangmodell, und wenn wir das jetzt beziehen auf am Baumeister, das ist das ursprüngliche Experiment, wo er Leuten eine Aufgabe gegeben hat, die anstrengend ist, und sie nachher den Test gemacht haben, dann ist eigentlich die Überlegung dahinter, dass sie in der ersten Aufgabe, zum Beispiel das emotionale Video, im ersten Gang sind, von Anstrengung, sie dürfen nicht emotional reagieren, anstrengend. Und sobald es dann heisst, jetzt machst du einen Test, wahrscheinlich auch, ganz ehrlich, wenn es ein Test ist für irgendeine Studie, ist der vielleicht ein bisschen gleich. Wie viele Tests haben wir schon müssen machen? Ja. Und dann bist du so, okay, gut, zweiter Gang, ich gebe jetzt nicht mehr ganz so viel, sondern ich nutze jetzt die Entspannung, die ich da vielleicht habe. Und das ist die Aussage von diesem Zwei-Gang-Modell, ist eigentlich die Erklärung, die der Baumeister nicht kann liefern kann mit seinen Studien, weil sie nicht quasi repliziert werden können, gibt das Zwei-Gang-Modell quasi eine zweite Erklärung. Ja. Mega. Und jetzt haben wir hure kompliziertes Zeug erzählt. Mich nimmt jetzt Wunder, Ivo, wir können ja dann nachher auch, es gibt ja ein paar Sachen, die man kann machen. Aber jetzt nimmt es mich Wunder, eben, wie gehst denn du damit um? Weil ich glaube, das wegzudenken und zu sagen, das existiert nicht, dass du emotional erschöpft bist von Entscheidungen, ich glaube, da sind wir uns einig, Entscheidungen können erschöpfen. Oder? Also per se kann einfach Aktivität auch müde machen. Genau. Und jetzt kann zwar der Baumeister das nicht erklären, oder respektive seine Studie könnte das nicht erklären, aber würdest du mir zustimmen, dass es existiert, irgendwie? Ja. Mega. Und jetzt ist halt die Frage so, okay, wie gehst du damit um, wie gehe ich damit um und was kann man dagegen machen? Ja. Hey, jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Teil. jetzt eigentlich. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel theoretisch gehabt. Nein, aber ich habe es lästig gefunden. Aber einfach zum so die Grundlage legen. Ja. Weil, was ich ja doch auch spannend finde, ich meine, wir Menschen sind ja zu Extremleistungen fähig. Oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Arda Saatchi zuschaue, wie er 600 Kilometer in 123 Stunden. 123 Stunden bei 45 Grad durch die Wüste von den USA rennt, dann ist das ja für mich, denke ich, boah, holy shit, der hat so eine Willenskraft, wie er sich jetzt... Natürlich war er am Anfang wahrscheinlich motiviert gewesen, und irgendwann ist es einfach so gewesen, fuck, das muss ich aushalten. So, irgendwann gibt es einen Teil, den du musst aushalten musst. Und ich finde, es gibt in unserem Leben immer wieder Phasen, wo du Sachen musst aushalten musst. Sagt das etwas Physisches, wo du sagst, hey, ich bin jetzt mega übermüdet, aber ich muss das jetzt noch machen. Also muss ich körperlich Sachen aushalten. Es kann aber auch sein, dass es emotional ist. Also manchmal muss ich gewisse negative Emotionen aushalten. Kann eine Haltung sein. Weil ich bin immer mehr jetzt dort, wo ich bin, hey, ich muss es wie nicht aushalten, wenn ich damit umgehen kann. Dann wird es für mich nicht mehr ein Aushalten. Sondern es Verarbeiten. Es Verarbeiten. Okay. Hast du ein Beispiel? Ja, also jetzt nehmen wir an, ich habe einen Konflikt. Ich will jetzt kein zu konkretes Beispiel bringen, aber ich habe einen Konflikt, wo in mir... Also mit einer anderen Person? Ja. Oder, oh ja, okay. Es kann auch ein innerer Konflikt sein. Wo in Vielleicht mir, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Das Gefühl, innerer Konflikt ist dann schon kompliziert, spürst, wie fühlst du Also, mit Zero. nehmen wir an, ich habe ein Beispiel, ich habe einen Konflikt mit meinen Brüdern, einen Streit. Dann löst das unterschiedliche negative Gefühle in mir aus. Trauer, Wut, Enttäuschung, whatever. Oder? Also es löst recht viel in mir aus.
Und dann kann ich sehen, hey, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich jetzt halt muss aushalten. Ich kann jetzt nichts machen. Mhm. Also ich muss jetzt mit diesen negativen Emotionen umgehen. So durchstieren, erster Gang. Oder ich kann mir sagen, fuck, es fühlt sich nicht gut an. Dann gibt es Möglichkeiten. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was gibt es für Möglichkeiten, um mit negativen Emotionen umzugehen? Und in ein proaktives Mindset kommen von, hey, was gibt es für Opportunitäten, Möglichkeiten, um mit dem umzugehen? Und plötzlich ist es wie so wieder ein positiv formuliertes Ziel. Das andere ist so, ich muss es einfach aushalten und so ist es, hey, okay, was kann ich daraus lernen? Was möchte mir die Situation jetzt vielleicht auch sagen mit meinem Bruder? Als Beispiel. Was kann ich mitnehmen? Und dann ist es für mich wie, ich versuche, also einfach als Beispiel, oder dass man ja ganz unterschiedliche Sachen machen, aber ich versuche das wie so kognitiv irgendwie umzustellen, zu reframen, danke schön, anders zu sehen, dass ich das auch emotional anders kann wahrnehmen. Oder? Also für mich geht das mega stark einher, emotional und im Kopf. Darum ist es wie so, hey, ich kann mich jetzt einfach schlecht fühlen und halt einfach schlecht fühlen und dann auch schlecht denken und schlecht verhalten. Das hängt ja mega oft zusammen, fühlen, denken, handeln. Ja. Oder ich kann versuchen, mein Denken zu ändern. Das ist jetzt mega spannend, dass du das sagst. Weil das ist eine von diesen Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Ja, und ich mache das so aushalten. stark. Das Reframing machen von ich muss zu ich will. Ja. Zum Beispiel jetzt im Sport. Ja. Oder? Ich komme jetzt vom Arbeiten, ich bin so fix und fertig. Ich muss jetzt noch Sport machen. Das wäre das, was viel Anstrengung braucht, oder? Wo du musst Willen aufbringen. Wenn du es aber reframest und sagst, ich will Sport machen, dann hat es ganz eine andere Bedeutung und es ist nicht mehr ein dagegen ankämpfen und Willenskraft aufbringen, sondern es ist geil, ich darf jetzt das machen, ich will jetzt das machen, oder? Ich mache das für mich. Und es gibt auch dort, glaube Tendenzen, dass man sagt, man kann so Prokrastination angehen, das Reframing. Oder? Und ich finde das noch spannend und das ist halt so, ich meine, es ist halt so eine Prävention oder Intervention, besser gesagt, wo nicht einfach so gemacht ist. Ich kann nicht einfach sagen, ich tue jetzt einfach den Satz umformulieren und dann funktioniert es. Sondern es ist halt wirklich eine Denkweise. Oder? Du hast jetzt gesagt, ich probiere anders zu denken über das. Ja, weil, weißt du, so bin ich auf das gekommen. Weil meine beste Kollegin hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, Erfolg zu machen zum Thema Aushalten. Und ich habe mir das überlegt, ja, wie halte ich Sachen aus? Und ich habe so gemerkt, ich halte Sachen gar nicht aus. Sondern du machst etwas dagegen. Sondern ich tue proaktiv Sachen angehen. Sagt das kognitiv, emotional, im Verhalten, wie auch immer. Sagt das, also weißt du auch physische Aktivitäten. Also ich meine, ich tue mich manchmal auch ein bisschen schlauchen, so im Training und so. Aber auch in schwierigen Situationen, wenn ich gestresst bin oder vielleicht schlecht geschlafen habe oder viel zu tun habe oder eben einen Streit, was auch immer. Also ich bin nie in einer Situation, ich bin so, hey, ich muss jetzt einfach aushalten. Sondern ich versuche immer damit etwas zu machen. Willst du jetzt etwas crazy hören? Ja, mega gern. Ich bin aktuell an einem Punkt, wo ich mich will üben in Sachen aushalten. Was führt dich dazu? Ich glaube so ein bisschen, dass nicht immer gerade eine Lösung haben. Weil wir haben heutzutage, vielleicht reden wir auch von leicht etwas anderem. Du hast jetzt vielleicht den Blick von der einen Seite auf die Münze und ich von der anderen. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo wir immer gerade eine Lösung haben. Oder? Dir ist langweilig, du kannst das Handy. Du hast Hunger, du kannst etwas essen. Und in dieser Hinsicht bin ich aktuell an einem Punkt, wo ich sage, ich will mal ein bisschen aushalten. Ich will mal langweilig ein bisschen aushalten. Ich will mal Hunger ein bisschen aushalten, weil es geht mir ja gut. Also ich bin ja nicht am Abmagern. Aber so das Aushalten und wieso versuchen, eine neue Baseline zu machen. Ja. Oder? Also das heisst, die blöd gesagt, immer etwas können essen ist etwas Positives. Immer können ans Handy gehen ist etwas Positives. Aber es kann eben zu viel kann dann in ein negatives Sinne gehen. Oder? Ja, aber darf ich schnell etwas, so wie wenn ich dich jetzt wahrnehme, oder die Aussage besser gesagt, dann ist das mega Roy Baumeister denken. So, man kann es trainieren, das aushalten.
Und ich bin so, weil ich meine, ich sehe mega deine Vielleicht, Punkte. ja. Weil das, was du jetzt so gesagt hast, bin ich so gewesen, ja, ich meine, ich tue oft Intermediate fasten, also ich tue nicht immer essen. Ich versuche Langweil irgendwie wieder ein bisschen mehr zu implementieren, weil ich bin voll bei dir, ich bin überstimuliert und ich habe immer irgendetwas zu tun und eine Lösung. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich muss Langweil nicht aushalten, sondern ich kann Langweil erkunden. Und dann ist es wieder etwas Lustvolles, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat wieder so... Langweil aushalten ist lustvoll, das ist crazy. Ja, aber ich sehe, was du meinst. Weißt du, erkunden. Ja. Und es ist nicht so... Ich weiss, was du meinst mit so quasi so mit dem Kopf durch die Wand. Ja. So nehme ich es nicht wahr, sondern vielmehr so... Wir sind so überprivilegiert mit allem, das mal wegzunehmen und das auszuhalten, dass ohne das Privileg klarzukommen. Wie Das machst du das? Oder wie willst du das machen? Eben, indem ich sage, ich muss jetzt nicht gerade wieder etwas essen. Und das zum Beispiel ist ein riesiges Thema bei mir. Können wir mal bitte Erfolg machen mit einer Ernährungspsychologin? Ernährungspsychologie? Ja, oder einfach so eine, die so Das Therapie wär macht krass, zu ja. Ernährung. Weil ich könnte es nicht brauchen. Weil das ein riesiges Thema ist. Aber also, weißt du, das aushalten oder nicht ans Handy gehen. Braucht es mich dort Aushalten. Das ist wie ein Podcast. Wäre schön, wenn du dabei bist. Ja. Nein, aber also, weißt du, was ich meine? Kennst du das Und ich im glaube, wir Geschäft, schauen wenn wie... du Meeting-Einladung bekommst, so, braucht es mich dort dabei, voll am Selektionieren? Ja. Und ich glaube, wir schauen von zwei verschiedenen Seiten auf die Münze. Bei mir ist es ein Aushalten von Überschwänglichem. Und bei dir ist es ein Aushalten von wirklich Negativem. Wo du eigentlich könntest angehen, wo du müsstest angehen. Oder? Aber ich habe Hunger. Auf der anderen Seite von der Münze würde ich dann, du hast Hunger, okay, isst gerade etwas. Oder? Und ich bin jetzt aber, nein, so, du hast vielleicht nicht wirklich Hunger, sondern es ist vielleicht Lust. So, du musst mal schnell aushalten. Oder, ich bin völlig unterstimuliert, ich fahre jetzt noch mit an, ich muss jetzt Musik hören. Nein, wieso? Halt's doch mal aus. So, gib dem mal schnell den Raum. Ja. Oder? Und jetzt, das würde mich jetzt wundern, wenn du das jetzt machst, zum Beispiel nehmen wir an, du gehst ins Geschäft und sagst, hey, halbe Stunde habe ich, eigentlich will ich jetzt etwas hören oder so, einen Podcast, whatever. Wenn du das jetzt nicht machst und das wieso sagst, boah, ich muss das jetzt aushalten, nur Auto zu fahren, braucht das Energie? Am Anfang ja. Ich würde sagen, der Entscheid zu fällen, das braucht Energie. Ja. Wenn ich nachher im Entscheid drin bin, wenn quasi die Würfel gefallen sind und ich im Auto drin bin und auch so ein bisschen schon am Fahren bin, Bro, ich enjoy es genau gleich. Ich bin genau gleich zufrieden. Es ist nicht, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh mein Gott, ich will jetzt etwas hören, sondern es ist meistens der Anfang. Ja, okay. Was sagt das jetzt über die Theorie aus? Oder es I ist don't ja, know. also ich finde es mega spannend, wir haben ja wie keine Antwort. Also in der Studie aktuell, es gibt keine Studie, die sagt, so ist es, that's it, unangefochten, alle sagen, ja, das stimmt. Ja, weißt du wieso? Also meine Theorie ist, und darum habe ich mich auch recht stark auf das Thema gefreut, weil ich meine, es ist mega simpel am Anfang erklärt worden. Und ich finde, darum, jetzt kommt wieder eine richtig krasse Psychologenantwort. Es kommt darauf an, weil... Es kommt wirklich darauf an. Weil, nehmen wir an, es kommt auf so viele Faktoren davon an. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man ansetzen kann. Oder? Also das, was ich jetzt mache zum Beispiel, ist ein kognitives Reframing. Also ich tue Sachen aus einer anderen Perspektive anschauen, als ich sie ursprünglich gesehen. Es geht immer noch ums Gleiche. Zum Beispiel, ich muss nicht Sport machen, sondern ich will Sport machen. Ich habe die Fähigkeit, um überhaupt Sport zu Oh, machen. Oder wow, überhaupt die Möglichkeit. Das ist ein heavy Ich habe das Reframing. Privileg, weißt du? Wow. Ich habe wenigstens 2 Beine. Aber es kann dann auch dort, ich habe letztens noch jetzt eine Aussage gesehen, Pressure is a privilege. Und dort kannst du dann halt auch so Druck ist ein Privileg. Wo dann so, ja im Sinne von, hey, wenn du Pressure hast beim Arbeiten, dann ist das ein Privileg, weil du bist an einem Punkt, wo du überhaupt Pressure kannst bekommen. Wenn du beim McDonald's, sagen wir, Burger einpackst, dann hast du dort ja keine Pressure. Und das kann dann auch so ein bisschen kippen, wo es dann so ein bisschen zu viel wird. Jetzt habe ich gegeben, sorry. Komm nicht. Du hast jetzt gesagt, wir haben jetzt von einem Reframing gehabt, Ja. oder? Und das ist etwas mega Positives. Sachen können reframen, sodass man selber mehr Energie hat. Ja. Wunderbar. Es kann aber auch dort zu fest kippen, dass du nachher dann eben zum Beispiel mit dem Reframing von ich kann alles machen, immer, ich muss nur wählen. Das ist auch ein Reframing.
Und das kann eben auch gefährlich werden. Ah, so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich habe letztens irgendwo gesehen, Pressure is a Privilege, wo es dann quasi so gehypt wird, wie fest dass man jetzt unter Druck ist, weil das ist ein Privileg. Finde ich gefährlich. Das ist ganz weird. Finde ich gefährlich. Gefährlich und komisch. Also ich kam nicht ganz dran, aber Ich ja. verstehe schon, von wo das kommt. Ich finde es einfach gefährlich. Ja. Sehe ich voll Ding dahinter, ja. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, und was ich eigentlich wollte sagen, es ist, schau, warum es keine Theorie gibt zu der Willenskraft, ist, weil es braucht so viele Faktoren, die da einbezogen werden, um zu sagen, ob du Sachen umsetzt oder nicht. A. Wie hast du geschlafen? Wie ist deine körperliche Energie? In welcher Situation befindest du dich gerade? Was ist die Situation jetzt gerade? Was hast du für kognitive Ressourcen jetzt gerade aktuell? Wie geht es dir emotional? Wie geht es dir mental? So viele Themen. Ne? Wie ist deine Umgebung? Ist alles voll mit Schoki? Oder ist es extrem stimulusarm, ohne Schoki nichts? Also es hat extrem viel Externe Faktoren plus interne Faktoren, Ja. die am Schluss dazu führen, oder eigentlich zu der Entscheidung kommen, ich setze etwas um oder setze etwas nicht um. Und darum kann es gar nicht eine Theorie geben, Ja. wo... Ich meine, das haben sie herausgefunden beim Marshmallow-Effekt. Sie haben ja dort den Ich bin Marshmallow-Effekt. so enttäuscht, dass der nicht gibt. Ja, ist heavy. Es gibt eine Studie, die heißt Marshmallow Experiment, wo sie Kinder ein Marshmallow angelegt haben und gesagt haben, hey, du kannst das Marshmallow jetzt essen oder du wartest eine unbestimmte Zeit und wenn ich zurückkomme, bekommst du ein zweites. Und was sie damit haben wollen sagen ist, dass die Kinder, die haben können warten, die das haben können aushalten, um auf das Thema zurückzukommen, dass die nachher erfolgreicher sind im Leben, dass sie erfolgreicher Beziehungen führen, dass sie erfolgreicher im Beruf sind etc. Weil sie haben die Kinder nachher dann Jahrzehnte später nochmal aufgesucht und geschaut, okay, wie erfolgreich sind sie jetzt. Und was sie aber nachher herausgefunden haben, respektive andere Forschung, über die Forschung, auch Replikationskrise, haben sie gesagt, nein, das stimmt nicht, sondern es kommt viel eher auf den sozioökonomischen Status drauf an, wo die Kinder sich befinden. Das heisst, Kinder, die in einem sozioökonomisch unsicheren daheim leben, haben eher das Marshmallow direkt gegessen. Kannst du das schnell erklären, was... Sozioökonomisch, Ja. arme Familien oder instabile Familien. Ja. Weil die haben das Marshmallow sofort gegessen, weil in ihrer Welt, in ihrem Kontext, ist es nicht sicher, dass sie nachher effektiv das zweite Marshmallow bekommen. Weil in ihrer Familie werden vielleicht Versprechen gemacht, die nachher nicht eingehalten werden. In ihrer Familie ist vielleicht das Marshmallow nachher, dann wird er weggenommen vom älteren Bruder oder was auch immer. Das heisst, sie sind so, hey, lieber nehme ich das, was ich jetzt gerade vor mir habe, dann habe ich wenigstens etwas, anstatt dass ich gar nichts habe. Und dort dann auch kommt auf den Kontext drauf an. Sie hat das erst nachher herausgefunden in dieser Marshmallow-Studie, dass die Findings oder die Resultate gar nicht stimmen, weil sie haben den Kontext nicht mit einbezogen, wo die Kinder sich befinden. Ja. Weil in sehr stabilen Familien haben die Kinder können warten, viel einfacher, weil es in ihrem Kontext so quasi sie sich einen Vorteil können verschaffen können. Weil sie bekommen das Zweite. Sie wissen, sie bekommen das Zweite. Sie haben das Vertrauen darauf, dass sie das Zweite bekommen. Dass sie nicht angelogen werden, dass sie ihnen nicht weggenommen werden, etc. Und auch da ist der Kontext so entscheidend fürs Aushalten. Und man kann nicht einfach sagen, es ist etwas in dir drin, sondern es ist, der Kontext spielt mit. Extrem. Also das ist nie... Und ich glaube, darum ist das Thema Aushalten auch wichtig, oder? Weil wir sind in irgendeiner Umwelt unterwegs. Und sometimes es kommt auch ein bisschen Shit zu fliegen. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Oder? Ja. Also das ist halt einfach so. Also wir können im Leben top unterwegs sein, es läuft alles gut und einen Monat später aus dem Nichts kann irgendetwas passieren. Man weiß es nie. Das heisst, man muss manchmal mit herausfordernden Situationen umgehen, wo man nicht direkt lösen kann, sondern wo längerfristig dich beschäftigt. Also du musst irgendwie mit dem Thema klarkommen, das können aushalten. Und darum ist das Thema, muss ich es aushalten oder tue ich es kognitiv, emotional irgendwie verarbeiten, dass ich am Bearbeiten bin und nicht mehr aushalten? Das finde ich eine spannende Frage. Interessant. Um damit umgehen. Fakt ist, wir müssen irgendeine Strategie damit haben. Und das würde ich schon auch gerne noch ein bisschen mehr vertiefen, oder? Weil es gibt nicht eine Theorie, haben wir jetzt herausgefunden. Nein. Wir müssen aber irgendwie damit umgehen. Und was für mich jetzt eben auch noch hilfreich ist, wenn ich mir überlege, oder ich versuche das jetzt ein bisschen
theoretisch zu untermauern, was ich mache zum Beispiel, ist, gibt eine Scheißsituation, oder? Mhm. Und trotzdem gibt es meistens irgendetwas Gutes dort rein. So blöd das klingt. Mhm. Also wenn ich 5 Jahre zurückschaue, wie würde ich das, was für einen Sinn würde ich dieser Situation jetzt geben? Weil im Nachhinein tun wir ja meistens irgendeinen Sinn dazu geben. Und ich finde, Aber auch, damit wir besser damit umgehen können. genau, Damit wir besser damit copen können. genau. Und ich finde, einen Sinn gesehen in etwas kann so eine Energiequelle sein, um mit Ja, fix. schwierigen Sachen umzugehen. Und darum überlege ich mir im Moment, wo ich in einer schwierigen Situation bin, schon, was könnte der Sinn sein, wo ich irgendwann wird geben, dass ich ihn spannend. jetzt schon habe. Weil Ja. im Nachhinein gebe ich immer einen Sinn. Ja. Mein Erlebnis tue ich immer irgendwie interpretieren und eine Geschichte daraus machen, dass es für mich Ja. passt. Aber das kann Finde ich ich ja... übrigens sehr funny Phänomen, dass Leute sagen, es hat alles so müssen passieren, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich da bin. Ja. Mit der Aussage, es könnte nicht besser sein. Also das ist quasi die unterschwellige Aussage von, nein, es hat alles müssen, alle schlechten Situationen haben müssen passieren, dass ich heute da bin und ich will für nichts das aufgeben, wo ich heute bin. Eco, Aber sie wissen ja nicht, es könnte ja auch noch eine bessere Variante geben. Das wissen sie ja nicht. das stimmt. Und viele würden die Aber sie geben dem negativen... Sinn. Ja, und viele würden im Nachhinein die negativen Situationen, so Herz im Moment manchmal auch sind, Mhm. nicht wollen weggeben. Ja. Und was du machst, ist, du probierst ein Reframe zu machen im Moment und einen Sinn zu finden, was ist das Positive an dieser negativen Situation, wo du in 5 Jahren könntest zurückschauen und sagen, hey, ich bin wow, wo ist das passiert, weil Ja. Ich habe das und das und das gelernt. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der LinkedIn-Post. Ja, Ich aber habe halt... 5 Sachen gelernt. Ja. Aber ich meine, und wenn jetzt kommt ja... Du könntest einen LinkedIn-Post machen im Moment. Das und das ist passiert. Ich nehme das und das mit für meine Zukunft. Ich glaube, ich werde das und das daraus lernen. Ja, das wäre ein crazy LinkedIn-Post. Ja, aber ich meine, jetzt kommt vielleicht so ein bisschen das Argument, ja, toxische Positivity. Und es muss nicht immer etwas Positives sein. Aber man kann ja trotzdem etwas daraus lernen. Ja. Und das muss nicht positiv sein. Und schlussendlich ist es immer ein Spektrum. Du kannst ein Reframe und du kannst dem einen Sinn geben, bis zu einem gewissen Punkt. Und Ja. dann irgendwann kippt es und es wird wahrscheinlich toxisch oder wie heißt es gesagt? Toxic Positivity. Ja. Das halt. Ja. Aber dumm, also ich sage, das Und das- Reframing ist mega wertvoll. Ja, und ich sage ja nicht, dass wenn ein Scheiß in meinem Leben passiert, dass ich dann nicht mehr bin, wow, geil. Sondern ja, manchmal nimmt es mir einfach auch mit. Ja. Also, it's a fact. Und Ja, ich ja. glaube, das ist eigentlich die nächste Strategie, wenn ich um Akzeptanz hat. Manchmal musst du es einfach akzeptieren. Aber werden das nicht aushalten? Nein, akzeptieren. Aushalten ist für mich eine Spannung aufrechterhalten. Mit Und das Akzeptanz Akzeptieren ist wie aufgelöst. versuche ich es aufzulösen. Okay. Wie nimmst du es wahr? Also ich habe gerade gemerkt, merkst du nicht, wenn so innerlich, wenn du sagst aushalten, dann wird wie eine Spannung oder eine gewisse Energie aufrechterhalten. Ja, aber so, ich finde es eben lustig, weil das Wort löst bei mir mehr aus. Das klingt sehr falsch. Aushalten hat für mich etwas Nobles. Mhm. Das ist funny. Ja. Also ich finde es ja interessant. Ich will es jetzt, also, Von wo kommt das? ich weiß es nicht. Und inwiefern nobel? Hey, vielleicht so ein bisschen stoisch. Jetzt trifft es Ja. so ab. Aber Nein. Aushalten hat für mich Hä, etwas nein, sehr überhaupt nicht. Stoisches. Ja, extrem, ja. Also, der schön, dass du das reinbringst. Stoizismus ist per se eigentlich Aushalten. die Lehre des Aushaltens. Ja. Ich meine, Oder dickes die- Tattoo. Ja, also die Lehre der Handlungsfähigkeit. Wie nennt man das? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Weißt du nicht, was ich meine? Nein. Aber so Stoizismus, wenn du etwas kannst ändern kannst, Oh, ja. Wenn nicht, Wenn du etwas akzeptierst. kannst ändern, dann hast du die Verpflichtung, zum etwas zu verändern. Du kannst nicht einfach rumjammern. Ja. Wenn du nichts kannst verändern, dann akzeptierst du, wie es ist. ja, so sehr Aber warte schon. Jetzt habe ich gesagt, akzeptieren. Nicht aushalten. akzeptieren, ja. Spannend. Jetzt werden wir sehr philosophisch. Ja, das ist mega schön. Ja, ist wirklich schön. Weil ich finde, weil ich bin wieder angekommen und ich habe gewusst, über was wir reden, aber ich habe wie gewusst, wir haben keine Antwort, wie man kann aushalten kann. Sondern es Vielleicht gibt nur ist so, Stoizismus die Antwort. hey, vielleicht für gewisse Leute, ja. Ich kann euch ganz, das meine ich jetzt einfach tot ernst. Ui. Das meine ich jetzt, jetzt wird's serious. Jetzt wird's ernst. Also wenn ihr jetzt keine Ahnung habt von Stoizismus und ihr seid aber gerade an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr müsst aushalten und ihr denkt, hey, Stoizismus könnte etwas sein, geht auf euer Füßli, gebt ihm Meditations von Marcus Aurelius und holt euch das Buch. Es ist so dünn
Aber der Inhalt ist so groß. Insane. Kann ich empfehlen. Für alle, die finden, ich muss ein bisschen aushalten oder ich möchte in die Handlung kommen. Kann ich das sehr, sehr fest empfehlen. So, Serious Note fertig. Jetzt können wir wieder umblödeln, respektive. Wenn wir noch schnell... Aber schau, das ist ja eine Art zum Aushalten, ist die Philosophie vom Stoizismus. Würde ich sagen. Und wir haben jetzt ja wie unterschiedliche Arten. Wir machen das Ballett. Nein. Ballett? Das Ballett. Ah. Eine Palette. Eine Palette. Ah, ich habe Ballett verstanden. Ja, ich habe es auch sehr komisch ausgesprochen. Wir bieten euch eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ihr könnt ausprobieren oder auch ergänzen, kombinieren. Es ist ja meistens nicht nur etwas, sondern es geht ja, wir leben ja auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Darum, ich finde immer so Denken, Fühlen, Handeln, die 3 Ebenen mit einbeziehen, was hilft mir. Und Stoizismus, also ich finde, Stoizismus hat extrem viel Hilfreiches drin. Ja. Und wenn du jetzt ein Buch gestartet hast, ich würde auch gerne, let's go. wo in die Richtung geht, ich finde Jocko Willings, Discipline equals Freedom, ist sehr stoisch. Sehr, sehr, sehr stoisch. Habe ich noch nicht gelesen. Soll ich es lesen? Ja, also ich kann es dir mitnehmen, es ist schnell gelesen. Okay. Und ich finde wirklich Hey, ist nicht so dick? Doch, aber es hat mega viele Bilder drin und so. Yay. Und es ist wirklich so, du liest es und denkst, ja, irgendwie, Hat etwas. es ist ja so simpel. Und ich finde eben, das ist auch Gefahr. Ich habe das Gefühl, ich mache mir mega viel Steilpass, weil ich sage Sachen eigentlich. Weil das ist eine Gefahr, dass man, gerade mit dem Stoizismus auch, von, hey, kannst du nicht ändern, ja, dann akzeptier es halt einfach. Es ist wie so Ja, aber ich glaube eben, also Gefahr, dass es falsch interpretiert wird. Oder, aber was ich eben glaube ganz wichtig finde, in diesen, jetzt, ob das Disziplin dein Lebensmotto ist oder ob Stoizismus dein Lebensmotto ist, Ja. es darf dir niemand anders sagen, dass das für dich die richtige Lösung ist, sondern du musst für dich selber herausfinden. Wenn ich dir sage, akzeptiere es einfach so, wie es ist, du kannst ja nichts ändern, dann bringt dir das einen Fürchterdreck. Wenn du für dich selber entscheidest, hey, ich muss jetzt das akzeptieren, dann hat das ganz eine andere Bedeutung. Ja. Aber es darf dir niemand sagen, bist einfach disziplinierter oder akzeptiere es einfach, sondern du musst das für dich selber herausfinden. Nur dann bringt es dir etwas. Schön gesagt, ja. Hey, du hast noch ein paar gesagt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Wenn-Dann-Pläne. Classic. Peter Gollwitzer. Hey, sorry. Ja. Wenn-Dann-Pläne. Wir haben das sicher schon in 4 Folgen gesagt. Peter Gollwitzer, Wenn-Dann-Pläne. Ich glaube, der hat einfach die Replikationskrise überstanden. Ich glaube, er hat hunderte von Studien gemacht und Wenn-Dann-Pläne sind einfach... Sie heben einfach. Ja. Also sie funktionieren einfach. Ja. Erzielen Wirkung. Also Wenn-Dann-Plan ganz einfach erklärt ist, ich habe ganz klare Regeln, dass wenn etwas passiert, dann mache ich das und das. Das kann sein für den Sport. Wenn ich heimkomme, dann ziehe ich direkt Sportkleider an, was mir dann den Einstieg ein bisschen einfacher macht. Das kann sein bei der Ernährung. Wenn ich daheim koche, dann brauche ich weniger Butter. I don't know. Aber so Wenn-Dann-Pläne sind sehr wirkungsvoll und sehr einfach auch. Ja, und es ist halt, also was dahinter steckt, ist halt, dass sie dann wie ein Verhalten an einen Auslösereiz koppeln. Ja. Und das kann ein interner Auslösereiz sein. Also, wenn ich unkonzentriert wird, das ist ein interner Auslösereiz. Oder ein äußerer, wenn ich nach Hause komme. Dann. Voll. Oder das ist wie so... Voll. Und dann, was ich ultra viel nutze, ist Umweltdesign. Bin ich absolut Fan davon. Nämlich einfach die Umwelt, der Kontext, den wir vorher davon hatten, den so zu gestalten, dass mir einfach das Leben ein bisschen einfacher gemacht wird. Wenn ich nicht möchte süßes Zeugs essen, guess what? Dann kaufe ich kein süßes Zeugs, weil dann kann ich es auch nicht essen, wenn ich daheim bin. Oder? Oder jetzt eben, ich habe jetzt das Beispiel gebracht mit Sportkleidern. Ja. Wenn du die Sportkleider schon daheim parat gelegt hast, und du vom Arbeiten dann heimkommst und es liegt alles schön parat, wie viel einfacher ist es, um einfach zu sagen, also gut, gehen wir noch schnell joggen. Ja. So Umweltdesign, ich glaube, kann für viele helfen. Umweltdesign ist krass. Nudging ist das, oder? Haben wir auch eine Folge dazu, wenn ihr das noch vertiefen wollt. Ich glaube, Folge 2. Haben wir das schon? Das ist crazy. Das haben wir auch schon geguckt. Wir wissen jetzt nicht, wie die Folge ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich auch nicht. Aber wenn es nur annähernd so ist wie die Pilotfolge von früher, dann, naja. Hey, wir sind schon ein Zeitchen da. Sind wir? Ja.
Hast du noch etwas, so zum Abschliessen? Mhm. Was kommt jetzt? Du hast vorher. Was kommt jetzt? Du hast vorher von Tough Times geredet. Tough times never last. Let's go, ich fühle mich motiviert. Bist du motiviert für eine letzte Hirnzelle? Ja. Heute ist kalt. Heute ist wieder mal so eine Folge, Was einfach geil ist. die einfach geil ist. Gute Energie. Oh, I love it. Also, weißt du, das finde ich krass. Jetzt gebt uns schnell ein Feedback, bitte. Ja. Ich habe gefunden, meine Wahrnehmung, wir haben so theoretisch angefangen, wir haben so eine Grundlage gelegt. Da bin ich so gewesen, wir haben genau gewusst, über was wir reden. Du hast genau gewusst, was ich will sagen und also wir mit einfach die gleiche Theorie gehabt. Ja. Oder so. Aber es war okay gewesen. Und nachher sind wir aufgrund von dieser Grundlage ins freie Diskutieren gegangen, wo nachher geil war. Ja. Also, aber es ist halt eigentlich erotisch, aber ich habe es ein bisschen geil gefunden. Ich auch. Also du willst Feedback auf was? Ja, wie wir das gefunden haben. Manchmal haben wir ja so einfach alles durchstrukturiert, manchmal haben wir nichts durchstrukturiert. Jetzt haben wir so 50-50 gemacht. Ein bisschen Theorie, ein bisschen Geschwafel. Haben da müssen die Folge aushalten? Das ist ja eigentlich an seine Frage. Oder haben das Aha. akzeptiert? Sam, bist du bereit für deine letzte Hirnzelle? Tough times never last. Tough people last. Also, es steht aktuell in der letzten Hirnzelle, wir haben es anschauen, weil wir haben es nicht gewusst. Es steht 4-4,5 für dich. Ja. Du hast 4,5 Punkte. Wie du den halben bekommen hast, weiss ich auch nicht mehr. Doch. Das ist ein bisschen... Das ist, Doch. Nein, ich sage, da ist Eigentlich etwas hätte nicht ganz ich sauber den gelaufen. ganzen müssen Nein. Also, und zwar, es ist eine recht einfache. Ja. Ja. Mit Potenzial für Schleichwerbung. Okay. Wie viel Stockwerk hat der Prime Tower in Zürich? A. 32, B. 34, C. 36, D. 38. Ah, die haben nur so wenig. Also er ist 120 Meter hoch. 126. 126, danke. Was rechnest du jetzt einfach durch Hey. 3 Meter? Ja, Plus was ist- Eingangshalle etwa 7 Meter. Was sagen wir? Es ist ja 2 Meter Unterschied zwischen diesen Fuck, ich sage 4 Antworten. 36. Fuck. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja. Ich habe gedacht, 38 ist too much, weil wenn es eben 3 Meter sind, dann bist du verdammt schnell auf 36. 36 stimmt. In dem Fall steht 5,5-4. Yes. Da bin ich hinten drin. Wieso Schleichwerbung? Weil Ivo seinen Vortrag zum digitalen Stress, sollte es noch Tickets haben, geht doch mal auf kopfchaos.ch. Der Vortrag findet im Prime Tower statt. Am 23. Juni bei Flex Office. Am 6 Uhr fängt er an. Dienstagabend. Beste Abend, um einfach noch schnell nach dem Arbeiten gemütlich ein bisschen etwas fürs Köpfchen machen, ein bisschen socialisen, nehmt eure Kollegen und Kolleginnen mit, könnt dort dann etwas trinken, schwätzen, zuhören. Einen guten Abend miteinander. Yes, Tickets sind nur 20 Franken. Geht auf kopfchaos.ch. Dort bei Live-Events könnt ihr das Ganze anschauen. Jetzt nimmt es mich Wunder. Wen grüßen wir noch? Wir grüßen alle Tough People. Grüße gehen raus an euch. Dünnt auch ihr jemanden grüßen, der einfach tough ist, der durchhebt, der vielleicht das Mindset von einem Wasserfall hat. So wie der Ivo dort in der Vorlesung. Und wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Genießt den Sommer. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao miteinander.